was passiert ist. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Ja, und viele von euch, die staunen ja jetzt noch über die Meldung, dass unser Bundesrat, der Uli Maurer, ihr wisst, VBS-Vorsteher, also Vorsteher vom Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, der Uli Maurer, die Bundesrätin Wittmer-Schlumpf am Frankophonie-Gipfel, grosses Fragezeichen, im Kongo vertritt. Da muss man natürlich recherchieren. Roger Köppel. In der Schweiz heisst es Telefon, in Frankreich Frankophon und im deutschen Bundesstaat Sachsen Saxophon. Um was geht's? Während die afrikanischen Kriminellen bei uns mit Drogen dealen, soll der Uli Maurer im Kongo auf schön Wetter machen. Um mit französisch sprechenden Schwarzafrikanern in Kontakt zu kommen, muss man doch nicht in den Kongo reisen. Heute Spaziergang an der Langstrasse tut's auch schon. Bastian Schiro, Ja. was auch zu diesem Thema hat er eine Meinung? Ja, klar. Zuerst zu meiner eigenen Person. Im Bett mit meiner Frau bin ich amigs kein Grüner, sondern eher ein Schwarzer. Und auch Französisch kommt bei uns nicht zu kurz. Früher Französisch allerdings ist keine Option. Bitte zurück zum Thema. Unser Thema ist ja Uli Maurer im Kongo. Ist das eine Chance für die Schweiz? Ja, vielleicht entdeckt der Uli Maurer im Kongo noch sein oder andere Talent, das man einbürgern könnte. Ja, also der Ottmar Hitzfeld sichtlich noch ein bisschen nervös. Natürlich wegen heute Abend dem Match gegen Norwegen. Wie gesagt, es verstehen nicht alle. Renzo ex-Mr. Schweiz Blumenthal. Ich kapier's nicht. Was ist denn ein Frankophonie-Gipfel? Ist mir schleierhaft. Im Mieshaus kommen die nur Buttergipfel. So, also bevor es noch jetzt abstrakter wird, zu dem Thema, wo wir Schweizer in Deutschland lanciert haben, also präziser, wo die Nora Illy, Frauenbeauftragte vom Islamischen Zentralrat Schweiz, lanciert hat. Nora Illy ist nämlich voll verschleiert in der Talkshow Maischberger im deutschen Fernsehen auftreten, und zwar ihre Burka oder so. Herr Köppel, ihr seid ja quasi Talkshow-Tourist in Deutschland. Ihr kennt noch aus. Redet dann noch Frage. Beim Zmorgen gibt's jetzt auch noch Gurka. So, Renzo, jetzt musst du schnell zurückstehen. Bitte, Roger Köppel. Ein Burka ist schwarz, ein Gurka ist grün. Um was geht's? Ich muss der Freili gratulieren. Wir haben zwar nicht die gleichen Ansichten zu Freiheit und Religion, so sind Sie und ich aber die einzigen Schweizer in den deutschen Medien mit klarer Meinung. Schwieriger aber finde ich, dass der Herr Illy seine Frau selber noch nie gesehen hat. Also Burka, schöne Kleider mit einer gewissen Eigenständigkeit. Natürlich ein Thema für unsere Francine Jordi. Die Frau hat ausgesehen wie ein Gespenst, wo schwarze Tinte gefallen ist. Ja, alle zusammen, da ist der Baschi, ist das denn eine Frau gewesen und gar kein Imker? Fragen wir vielleicht unseren DRS3 Stilexperten Jeroen van Rooyen. Der hat Frau Illy sicher auch gesehen. Ja, mit der zeit- und formlosen schwarzen Kleidung trifft Frau Illy genau den Trend von dem Herbst und die Aufhebung von der eindeutigen Geschlechtmittelkleidung und das direkte Resultat von der Aufklärung. Die Modemetropole Kabul hat schon seit jeher Trends vom Westen prägt und ist der Zeit vorausgesehen. Da und dort mal eine Bombe sorgt dann auch für Stimmung. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.